Wir hocken im Busch und zählen die LKW. 12 sind es heute, auf dem einen einzigen Weg, der den Staat Kenia verbindet mit seinem ungeliebten, weil unberechenbaren Nachbarn. Die Wagen bringen Leben ins staubheiße Grenzland, wo kein Kenianer hin will. Fliehende aus dem Hexenkessel Somalia. 25.000 neue Flüchtlinge. Das Lager Dadaab war voll, bevor sie kamen. 140.000 hier seit 1991, als Somalias Diktator Siad Barre stürzte und das Land im Clankrieg versank. Ihre Zahl blieb stabil, man kam zurecht, jetzt nicht mehr. Seit Juni dieses Jahres, seit Islammilizen in Somalia vorrücken, flieht auch, wer vorher trotz Bürgerkrieg im Land blieb. Die Islammilizen dringen in die Häuser und töten jeden, der anderer Meinung ist. Du bist für sie gut, du bist gegen sie und du stirbst. Dort überleben wir nicht. Solange die Islamisten dort sind, will ich nicht zurück. Sie haben meinen Vater getötet und meine Cousins. Auffällig viele junge Männer sehen wir, ohne Familie. Spione der Islamisten fürchten Kenias Behörden. Nein, sagen sie, sie seien ja weggelaufen, weil sie nicht für die kämpfen wollten. Aber sind sie sicher hier vor denen? Die Milizen könnten auch hier rüberkommen. Bis zur Grenze sind es nur 14 Kilometer. Wir verhandeln lange mit Kenias Grenzkommandanten, bis wir dahin dürfen, mit einer Armee-Eskorte. Links eine von Somali-Milizen zerstörte kenianische Fernmeldestation. Rechts 2 Steine, da endet Kenia. Die Soldaten halten sich bedeckt. Gleich hinter der Grenze, im Busch versteckt, liegen die Milizen des Clans der Zubeer, Scharia-Kämpfer, Gotteskrieger. Die Islam-Milizen herrschen inzwischen in der Hauptstadt Mogadischu, in fast ganz Somalia, mit harter Hand. Öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen, Kinos, Radiomusik verboten. Einen Gottesstaat wollen sie errichten. Und niemand, nicht Somalias Übergangsregierung, noch die UNO, scheint sie aufzuhalten. Die Somalis, in ihrer Mehrheit gemäßigte Muslime, fügen sich oder gehen. Nach Kenia, nach Dadaab. Auf dieses Stück Sand, geschenkt vom kenianischen Staat. Zu klein die Parzelle für seine 7-köpfige Familie, meint der Hirte Ali vom Clan der Haural Gamal. Und er darf kein Bauholz schlagen im Busch. Die Bevölkerung draußen will sie nicht, außerhalb des Lagers. Aber es soll ja nicht für immer sein. Wir wollen wieder zurück, wenn Frieden ist zu Hause. Und wer soll diesen Frieden schaffen? Die Islammilizen nicht. Wir hoffen auf die UNO, auf Amerika, dass die eingreifen, mit Allahs Beistand. Die UNO, Amerika, Allah, die Hoffnung bleibt in jedem Fall vage. Der Krieg in Somalia ist längst nicht vorbei. Bis Jahresende jedenfalls rechnen die Helfer in Dadaab mit 50.000 Neuzugängen.